Aus der Reihe meines Burgenlexikons. Burgenlexikon von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Hälsel alias der Burgenmeister. K wie Karner und die geheimnisvolle Knochenkirche von Kuttenberg. Heute weichen wir im Burgenlexikon einmal ein wenig vom Gewohnten ab. Es geht um K wie Karner, also um Beinhäuser, jene stillen Zeugen des mittelalterlichen Umgangs mit Tod und Vergänglichkeit. Neben vielen Burgen entstanden auch Kirchen und Siedlungen, die bald zu Zentren des Glaubens und Lebens wurden. Rund um die Kirche legte man, ganz nach mittelalterlicher Tradition, den Friedhof an. Doch je mehr Menschen in einer Gemeinde lebten, desto schneller wurde es eng unter der Erde. Nach etwa 20 bis 40 Jahren wurden die alten Grabstellen geöffnet, die Gebeine sorgsam geborgen und die besonderen Gebäuden, den sogenannten Karnern oder Beinhäusern, aufbewahrt. Manche lagen direkt unter der Kirche, meist unter dem Chor oder der Sakristei als Krypta, andere wurden als eigene Bauwerke mit Gedenkfunktion auf dem Friedhof errichtet, oft mit einer kleinen Kapelle darüber. Geschichte und Bedeutung der Karner. Das Wort Karner, auch Karnarium, Kerner oder regional Seelhaus genannt, bezeichnet ein überdachtes Osarium, also einen Ort, an dem die Knochen der Verstorbenen gesammelt wurden. Die Idee stammt ursprünglich aus dem Judentum und der frühen Christenheit, wo man die Gebeine nach der Verwesung ehrfürchtig in Steinbehältern oder Katakomben aufbewahrte. In Europa setzten sich Beinhäuser ab dem 11. und 12. Jahrhundert durch. Nicht aus religiöser Neuerung, sondern aus reiner Notwendigkeit. Die Friedhöfe waren überfüllt und Neubestattungen verlangten Platz. Besonders in Süddeutschland und Österreich entwickelten sich Karner zu einem eigenständigen Bautyp. Emanuel Braun beschreibt sie als kunstgeografisch eigene Gruppe. Schlichte, oft zweigeschossige Rundbauten in romanischer Architektur, klar gegliedert, ohne überflüssige Zierung. Ein wichtiges Element vieler Karner war die Totenleuchte. Eine Lampe, die ständig brannte und das Gedächtnis an die Verstorbenen wachhalten sollte. Für ihren Unterhalt wurden sogar eigene Stiftungen errichtet. Mit der Zeit verloren die Beinhäuser ihre Funktion. Um 1900 wurden viele abgetragen oder zu Gedenkorten für Kriegsgefallene umgestaltet. Einige blieben erhalten, stille Räume, die vom mittelalterlichen Umgang mit Tod und Erinnerung erzählen. Beispiel aus Bayern und Österreich. In Altbayern und der Oberpfalz finden sich noch zahlreiche Karner. Der Karner von Greding entstand wohl um 1510 in einem ehemaligen Wehrturm der Stadtmauer. Im Untergeschoss sind durch Gitter abgetrennte Gewölbe voller Schädel und Gebeine zu sehen. Eindrucksvoll, aber nicht unheimlich, eher ehrfurchtgebietend. Die Kirche St. Martin und der Karner von Greding in Mittelfranken. Geschichte. Die Kirche St. Martin in Greding ist das älteste und bedeutendste Bauwerk der Stadt. Eine ehemalige Pfarr- und heutige Gottesackerkirche, die schon im 12. Jahrhundert Mittelpunkt des Glaubens und des Lebens war. Ihre Ursprünge reichen bis ins 11. Jahrhundert zurück, als die unteren 5 Geschosse des mächtigen Turmes errichtet wurden, der bis heute an den Dom zu Eichstätt erinnert. Um 1185 wurde die dreischiffige romanische Basilika geweiht, schlicht, klar gegliedert und von beeindruckender Harmonie. Im Laufe der Jahrhunderte wurde St. Martin mehrfach umgebaut. In der Frühgotik erhielt sie höhere Seitenschiffe und größere Fenster. Im Barock kamen Altäre, Kanzel und künstlerische Ausstattung hinzu. Nach der Säkularisation im frühen 19. Jahrhundert verlor die Kirche vorübergehend ihre Weihe, wurde als Stall genutzt und erst 1826 wieder renoviert. Seitdem blieb sie als Gotteshaus erhalten und gilt heute als größter romanischer Bau des ehemaligen Hochstifts Eichstätt. Ein eindrucksvolles Beispiel frühmittelalterlicher Baukunst in der Region. Hier die Gesamtansicht der Kirche St. Martin, heute eben als Friedhofskirche genutzt.
Hier ein Blick auf den Chor mit den 3 Apsiden aus romanischer Zeit. Und hier ein Blick in das Innere der Kirche mit dem Hauptschiff und links und rechts den Nebenschiffen. Und man sieht deutlich noch die Ausschmückung aus romanisch und frühgotischer Zeit. Bau und Bedeutung. St. Martin erhebt sich auf einer Anhöhe am Fuß des Kalvarienbergs, umgeben von einem alten Friedhof, dessen Mauer einst Teil der mittelalterlichen Stadtbefestigung war. Die Kirche zeigt eine seltene Mischung aus romanischer Strenge und gotischer Leichtigkeit. 3 Apsiden, ein hohes Mittelschiff mit Rundbögen, Fresken aus dem 12. Jahrhundert und einen spätgotischen Hochaltar von 1480 mit bewegender Darstellung der Grablegung Christi. Direkt neben der Kirche steht das Beinhaus von Greding, ein stilles Zeugnis vergangener Zeiten. Es entstand wohl um 1510, als ein Turm der Stadtmauer zur Kapelle umgebaut und darunter ein Gewölbe zur Aufbewahrung der Gebeine errichtet wurde. In Zeiten von Pest und Krieg diente der Karner als Ort der Erinnerung und als sichtbares Zeichen der Hoffnung auf Auferstehung. So bilden Kirche und Karner gemeinsam ein seltenes Ensemble mittelalterlicher Frömmigkeit. Romanisch in Form, gotisch im Geist und bis heute erstaunlich gut erhalten. Hier sehen wir den Karner zu Greding, der aus einem ehemaligen Turm der Stadtbefestigung entstand, einmal links von außen, in der Mitte innen die Kapelle mit dem Chor, mit der Apsis und rechts der Abgang in das Karnergewölbe. Und hier ein Blick in den Karner mit seinen Gebeinen. Der Karner von Perschen aus dem 12. Jahrhundert ist ein zweigeschossiger Rundbau, typisch für die frühe Romanik, welcher heute jedoch leergeräumt ist. In Karmünster liegt der Karner unter dem heutigen Leichenhaus, rechteckig, tonnengewölbt und wohl aus dem 13. Jahrhundert. Die Pfarrkirche Maria Himmelfahrt und der Karner von Karmünster. Geschichte und Architektur. Die Kirche Maria Himmelfahrt in Karmünster gilt als Urkirche des Bayerischen Waldes und eines der ältesten christlichen Zentren Ostbayerns. Ihre Geschichte reicht bis ins 8. Jahrhundert zurück, als Herzog Odilo von Bayern dem Kloster St. Emmeran in Regensburg Land zur Missionsarbeit schenkte. Von hier aus begann die Christianisierung des Bayerischen Waldes und der angrenzenden Gebiete Böhmens. Mehrfach zerstört und wieder aufgebaut, zeigt das heutige Gotteshaus den Wandel der Jahrhunderte. Romanische Fundamente, frühgotische Türme und ein spätgotisches Langhaus, das nach den Verwüstungen der Hussitenkriege im 15. Jahrhundert neu errichtet wurde. Im Inneren beeindrucken gotische Gewölbe aus gebranntem Ton, Fresken aus dem Spätmittelalter und barocke Altäre, die Maria Himmelfahrt und die Heiligen der Region in leuchtenden Farben zeigen. Als ältestes Zeugnis gilt ein romanischer Taufstein mit der Darstellung Christi und der 12 Apostel, ein Relikt aus der Zeit um 1100. Hier sehen wir die doppeltürmige Basilika von Karmünster. Ein Blick in das Innere der Kirche von Karmünster. Der Karner von Karmünster. Am nördlichen Rand des ummauerten Friedhofs liegt der Karner, dessen tonnengewölbtes Untergeschoss vermutlich im 13. Jahrhundert erbaut wurde. Ursprünglich diente er als Beinhaus unter der alten Katharinenkapelle. Während der Reformation wurde das Obergeschoss zerstört und im 20. Jahrhundert durch ein modernes Leichenhaus ersetzt. Die mittelalterlichen Gewölbe darunter blieben jedoch erhalten. Dort ruhen noch heute die Gebeine von rund 5000 Menschen, meist aus der Zeit des Mittelalters. Der Karner von Karmünster ist damit eines der bedeutendsten erhaltenen Beinhäuser der Oberpfalz. Ein stiller, ehrwürdiger Ort, der an Jahrhunderte menschlicher Geschichte erinnert und die Verbindung von Glaube, Vergänglichkeit und Erinnerung eindrucksvoll sichtbar macht. Links sehen wir den Karner, also das heutige Leichenhaus, und darunter sieht man schon den Abgang zum eigentlichen Karnergewölbe, rechts den Eingang und darunter natürlich die verblichenen Schädel. Auch außerhalb Bayerns sind Beinhäuser erhalten, zum Beispiel in Eggenburg in Niederösterreich. Die Pfarrkirche St. Stephanus und der Karner von Eggenburg.
Geschichte und Architektur. Die Pfarrkirche St. Stephanus in Eggenburg ist eines der beeindruckendsten Beispiele hoch- und spätgotischer Sakralarchitektur in Niederösterreich. Sie wurde ursprünglich außerhalb der Stadtmauer errichtet und 1135 zur Pfarrkirche erhoben. Vom ersten romanischen Bau sind bis heute die beiden mächtigen Osttürme aus dem 12. Jahrhundert erhalten. Der hochgotische Chor entstand um 1340, das spätgotische Langhaus wurde zwischen 1482 und 1500 erbaut, ein Werk unter dem Einfluss der Wiener Dombauhütte. Nach der Eroberung Eggenburgs durch König Matthias Corvinus kam der Bau kurzzeitig zum Stillstand, ehe 1537 die feierliche Weihe erfolgte. Die Kirche vereint romanische Stränge mit gotischer Höhe und barocker Fülle. Ein weites dreischiffiges Hallenlanghaus mit Netzrippengewölbe, zarten Maßwerkfenstern und einer reichen Ausstattung aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Zwei romanische Türme flankieren den Chor. Ihr fein gearbeitetes Quadermauerwerk und die Biforenfenster zeugen noch heute von der hohen Baukunst des 12. Jahrhunderts. Hier die Gesamtansicht der Pfarrkirche von Eggenburg mit den zwei romanischen Türmen. Und hier ein Blick auf den Chor und ein Blick auf die Orgelempore der Kirche von Eggenburg. Der Karner St. Michael. Nordöstlich der Kirche stand einst der Karner St. Michael, eine eindrucksvolle, dem Erzengel geweihten Totenkapelle aus dem 12. Jahrhundert. Sie wird bereits auf dem Stadtsiegel von 1280 dargestellt und gilt als eines der frühesten Beinhäuser Niederösterreichs. Der Rundbau mit halbrunder Ostapsis war aus sorgfältig behauenen Quadern errichtet und durch einen gedeckten Gang mit der Kirche und dem Pfarrhof verbunden. Im 13. Jahrhundert wurde westlich eine Bruderschaftsstube angebaut. Die Marienbruderschaft von Eggenburg ist urkundlich seit 1361 belegt. Im Laufe der Jahrhunderte wurde der Karner mehrfach umgebaut, zuletzt 1721 barock überformt. Nach seiner Profanierung ließ man die Totenkapelle 1792 abtragen. Doch bei archäologischen Grabungen zwischen 1974 und 1976 wurden die Gewölbe und Mauerreste des Untergeschosses wieder entdeckt. Stille Zeugen einer über 800-jährigen Geschichte von Glauben, Vergänglichkeit und Bestattungskultur. Hier nun ein Blick in das Untergeschoss des wiederentdeckten Karners in Eggenburg, rechts oben der Abgang und auf den anderen beiden Bildern eindrucksvoll aufgeschichtet die Knochen und Gebeine der mehreren tausend Toten. Auch in Dietkirchen, in Hessen oder in Hallstatt, wo die Schädel bemalt und mit den Namen der Verstorbenen versehen wurden, finden sich Karner. Einzigartige Zeugnisse von Volksglaube und Totenkultur. Natürlich gibt es noch viele weitere dieser eindrucksvollen Beinhäuser. Stille Zeugen vergangener Jahrhunderte, verstreut über ganz Mitteleuropa. Doch das würde wohl den Rahmen dieses Videos sprengen. Vielleicht entdeckt ihr ja selbst einmal eines dieser besonderen Bauwerke auf euren ganz eigenen Reisen durch die Geschichte. Schauen wir noch auf ein ganz besonderes Bauwerk in diesem Zusammenhang. Die sogenannte Knochenkirche von Sedlitz in der Nähe von Kuttenberg in Böhmen. Die Knochenkirche von Sedlitz, ein Bauwerk aus Glauben und Gebeinen. Etwa 70 Kilometer östlich von Prag, im böhmischen Kutna Hora, dem historischen Kuttenberg, liegt ein Ort, der seit Jahrhunderten zugleich andächtige Stille und ehrfürchtiges Staunen hervorruft. Das Beinhaus von Sedlitz, tschechisch Kostnice Sedlice. Es befindet sich unter der Allerheiligenkirche, die im frühen 15. Jahrhundert im Stil der Hochgotik erbaut wurde, mitten auf dem ehemaligen Klosterfriedhof des Zisterzienserklosters Sedlitz. Doch die Geschichte dieses Ortes reicht weiter zurück. Um 1278 wurde der Abt Heinrich von Sedlitz von König Ottokar II. Przemysl nach Jerusalem gesandt. Auf seiner Rückkehr brachte er eine Handvoll Erde vom Kalvarienberg mit und streute sie über den Friedhof seines Klosters. Damit war der Boden geweiht, heiliger als jeder andere in Böhmen. Von da an wollten viele hier bestattet werden.
Nicht nur Menschen aus der Umgebung, sondern Pilger und Gläubige aus ganz Mitteleuropa, aus Polen, Bayern und selbst aus den Niederlanden. Die großen Pestzüge des 14. Jahrhunderts und die Hussitenkriege im 15. Jahrhundert forderten Zehntausende Opfer. Der Friedhof wuchs auf mehr als 3 Hektar an und bald lagen hier über 30.000 Tote. Um Platz für neue Gräber zu schaffen, wurden die älteren Gebeine behutsam geborgen und im Untergeschoss der neu errichteten Kirche eingelagert. Im Osarium, dem Beinhaus von Sedlitz. Der Legende nach soll ein halbblinder Zisterziensermönch um 1511 die Knochen sorgfältig geschichtet und geordnet haben. So entstand eines der größten Osarien Europas, das die Überreste von rund 40.000 Menschen birgt. Hier sehen wir nun die Allerheiligenkirche von außen und von innen. Umbauten im Auftrag der Fürsten von Schwarzenberg. Zwischen 1703 und 1710 wurde das Gotteshaus durch den Architekten Johann Blasius Sandini-Eichel im Stil des böhmischen Barock erweitert. Er verband Gotik und Barock zu einer Formensprache, die heute als barocke Gotik bezeichnet wird. Dramatisch, elegant und tief religiös. Im 19. Jahrhundert ging die Kirche in den Besitz der altehrwürdigen Fürstenfamilie von Schwarzenberg über, eines der bedeutendsten Adelsgeschlechter Böhmens und Frankens. Die Schwarzenberger, einst Burgherren, Diplomaten und Feldherren im Dienste der Habsburger, waren bekannt für ihren Sinn für Kunst und Erinnerungskultur. Sie entschieden, das längst verfallene Osarium auf ungewöhnliche Weise wiederherzustellen. 1870 beauftragten sie den böhmischen Holzschnitzer František Rindt aus Skalitz, doch statt Holz gab man ihm die Gebeine selbst als Baumaterial. Kunst aus Knochen. Das Werk des František Rindt. Rindt sortierte, bleichte und reinigte Zehntausende Knochen und schuf daraus das gesamte Interieur der Kirche. Beim Betreten führt eine Treppe hinab in das Untergeschoss, flankiert von 2 großen Knochenkelchen, Symbolen des Hussitenglaubens. Hier sehen wir den Treppenabgang in die Unterkirche von der Allerheiligenkirche. Rechts einer dieser wunderbaren Hussitenkelche. In der Mitte des Raumes hängt ein 8-armiger Kronleuchter, gefertigt aus fast jeder Knochenart des menschlichen Körpers. Unter ihm stehen 4 Säulen aus Schädeln, die das Gewölbe tragen. Girlanden aus Oberarmknochen schmücken die Bögen, Schädelketten zieren die Wände. Und hier im linken Bild der Kronleuchter, und man sieht die Girlanden ebenfalls aus Knochen und Schädel. An der linken Seite des Raumes findet sich das Wappen der Fürsten von Schwarzenberg, vollständig aus Knochen gestaltet. Darauf erkennt man den berühmten Raben, der ganz nach dem Familienwappen einem Türken den Augapfel aushackt, ein Verweis auf die Kämpfe der Schwarzenberger gegen die Osmanen im 16. Jahrhundert. Hier sehen wir dieses beeindruckende Wappengebilde und rechts noch einmal die Fürstenkrone. Rindt signierte seine Arbeit mit seinem eigenen Namen, aus Knochen geformt, neben dem Treppenaufgang. Rundherum türmen sich 4 gewaltige Knochenpyramiden, jede mehrere Meter hoch. Manche Schädel zeigen noch Spuren der Hussitenkriege, Einschläge von Hämmern und sonstigen Waffen, die von den blutigen Auseinandersetzungen jener Zeit zeugen. Links sehen wir die Signatur von Rindt und rechts eine dieser Knochenpyramiden. Ein Ort zwischen Glauben und Vergänglichkeit. Das Beinhaus von Sedlitz ist kein Ort des Schreckens, sondern ein Mahner an die Vergänglichkeit. Es zeigt, dass selbst im Tod noch Ordnung, Struktur und Schönheit liegen kann. Die Verbindung aus mittelalterlicher Frömmigkeit, barocker Symbolik und dem künstlerischen Genie des 19. Jahrhunderts macht die Knochenkirche von Sedlitz zu einem einzigartigen Denkmal, nicht nur in Böhmen, sondern in ganz Europa. Schlusswort. Ob kleiner Dorfkaner oder kunstvolles Osarium, sie alle erzählen von einer Zeit, in der Tod und Leben untrennbar verbunden waren.
Diese Orte sind keine Schauplätze des Schreckens, sondern stille Erinnerungsräume, geschaffen aus Respekt und Glauben. Und wer sie besucht, erkennt vielleicht, auch im Vergänglichen steckt etwas Ewiges, die Erinnerung. Danke, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten ein Stück Burgengeschichte, Burgenwissen mitnehmen. Ihr Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Und nicht vergessen, abonnieren und liken ist kostenlos. Dieses Video wird präsentiert und unterstützt von der Vermittlung Historischer Immobilien OHG.